Ja Leute, kam ein bisschen letzte Folge noch erwähnt, wegen dem Wetter und so, schon ist hier die Kacke am Dampfen. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Also natürlich nicht in-game Spiel, ne? Hier ist alles cool wie immer. Ist auch alles geskriptet und so wie es sein soll. Nur gerade Real-Life-mäßig vorhin letzte Folge aufgenommen haben, noch irgendwie strahlender Sonnenschein, alles cool und plötzlich der Monsunartig, der Regen, alle Richtungen gepirscht. Fenster offen, kannst vergessen, ist direkt alles nass drin und auch am Sitzplatz, also beziehungsweise Terrasse und so. Gartenmäßig und so, ganze Gartenstühle, alles plötzlich nass, weil es schräg und quer pisst und ist nicht normal, ey. Mann. So, wir haben ein paar Dinge noch hier bei den Kronen zu tun und ich würde mal sagen, erstmal ganz kurz gucken, von der Quest her. Verborgene Felsschmelzquelle. Das ist die Goronenquelle aufsuchen, okay. Die Goronenquelle war die... Jo, hier oben, ne? Wie komme ich jetzt dahin? Hey Wally, dein Wind, der ist vorbei, ich weiß. Ein Grund mehr, wieso es cool gewesen wäre, wenn Tears of the Kingdom ich wollte sagen Remake. Nein, Quatsch, wenn es ein DLC gewesen wäre von Breath of the Wild. Das wäre echt dufte gewesen, aber hey. Ist wie es ist, wir haben ein endiges Spiel bekommen, vielleicht im Endeffekt auch besser. Nachher immer ein bisschen schwierig zu beurteilen und jetzt ist eh die Frage. Oh, jetzt noch rot, hatte gerade irgendwie was Feindliches oder so. Was man natürlich auch fragen kann, ist da mit dem nächsten Spiel, war eben der Zelda-Reihe. Ich meine, wir hatten theoretisch da das, wie ist das Teil schon wieder? Ecos Wisdom, sowas in der Art. Was ich aber tatsächlich noch nicht gezockt habe. Wohl die Idee dahinter, die man hat, ne, ist ja schon cool und dafür muss man eigentlich Nintendo auch loben. Generell die Entwickler, dass sie mir etwas Neues einfallen lassen. Und die Reihe, die Zelda-Reihe aufregend bleibt, aber das Spielprinzip ist nicht so meins. Also auch schon vom Hingucken und so. Und deswegen dachte ich mir so, also wenn, dann mache ich das später mal. Oder zocke es mal. Aber ja, mal gucken. Okay, nur ein paar erwischt. Tulin. Also bitte mal ganz kurz lösen, das Problem. Wow. Also Obelix hätte in diesem Spiel gar keine Freude dran, ne? Man schon irgendwas auf den Kopf knallen. Ist das die Kronenquelle, oder? Ja. Mal gucken, Hals wirklich auch. Ah, so eine warme Quelle. Heiße Quelle. Thermalquelle und sowas wäre schon cool. So späten Stunde sehen wir hier an der Kronenquelle nur seltenen Hylianer. Die muss sehr vielen heißen Quellen gelegen sein, ne? Es gibt noch andere heiße Quellen, aber wenn du mich fragst, ist das Wasser hier am besten. Also natürlich war die Felsschmelzquellen die beste, nun ist der Zugang eingestürzt und der Weg dorthin versperrt. Hä? Wo? Südöstlich dieser Quelle gelegen. Der Badespaß am Ende, Mann. Ja. Ja, komm. Und ich mich auch, ha. Südöstlich, ne? Also irgendwo hier. Geh mal in die Richtung und guck mal, was passiert, ne? Dankeschön. Oh, ich war Julianer hier, krass. Na, bist du stolz auf dich, Junge? Tulin, ich habe gerade was gefragt. Schwanzhieb kann er. So geht das, Tulin. Mensch.
Der Kleine braucht immer so lang, ne? Ja, servus. Haben wir auch schon. Doch recht fleißig zum Teil, ne, mit den Fotos. Wobei, was heißt fleißig? Wir sind bei 250 Folgen, also. Fleißig dafür wohl das falsche Wort. Oh nee. Wo willst du jetzt hin? Wieso rollst du nicht einfach runter? Ist doch am einfachsten. Setze. So, bin ich überhaupt richtig? Maruga-Tunnel. So. Ist versperrt, ja. Bombentechnisch natürlich ein bisschen schwierig. Eben kann ich Sonarbomben hier verwenden. Zeitbomben, aber das haben wir so viele. Müssen wir mal ein paar holen gehen, ne? Ah, ich muss mich hier wohl durchbuddeln. Da habe ich eigentlich extra den genommen, ne? Mayo in der Nähe. So, hören tue ich ihn gerade noch nicht, muss ja nicht heißen, ne? Ich denke, ich mal klettern will. Rostige Zweihänder, ja, war mir schon, wann meine Waffe mal kaputt geht. Da ist es passiert. Okay. Natürlich jetzt auch durch die Höhle durch, wir will es mal verarschen. Der hat aber echt lang gehalten. Unglaublich! Hab sie! Überhaupt kein Zweifel, was hier ist die Felsschmelzquelle. Woher willst du das jetzt wissen? Kannst du das anhand des Geschmacks vom Wasser bestimmen oder was? Dann ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Die Temperatur ist perfekt und köstlich. Trinkst du jetzt auch noch oder was? Thermalquellen-Ei vorgestellt. Ja, okay, ich frage jetzt nicht, woher er die Eier hat. Ich möchte mich erkenntlich zeigen, Rubin. Okay. Gekochtes Ei. Ja, ich beschwere mich nicht. Dann sind wir bei 50. Ja, krasse Anzahl, Freunde, krasse Anzahl. Nehme ich jetzt für einen Teil der Waffe? Das wird wieder so vieles. Mit dem Hammerspeer, ne?
Okidoki. Also die Quest hätten wir damit auch. Sehr gut. Jetzt war ja im Gebiet vor, also im Gebiet vor ist übertrieben, aber in der Nebenhöhle, sag ich jetzt mal, oder am Gebiet bei der Höhle, war ja auch noch was, ne? Da war noch gar nichts. Hier. Man kann auch denken, warum ich noch nicht hier war. Jetzt ist die Frage, warte mal, mit dem Eiswurm müsste es eigentlich auch gehen, ne? Ja. Oder gerade irgendwie Wasserwurm ist eigentlich auch. Geht beides, oder? Ja, geht beides. Okay, also die hier auch kriegen. Nicer, nicer. Gut, das hätten wir jetzt, ne? Damit wäre die Quest erledigt. Welcher war das jetzt? Verborgene Felsschmelzklingen, Quellen. Gut, eigentlich hätte ich jetzt noch die Dinger hier mit den Loren. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, Leute, wir haben noch unsere eigenen Quest noch offen, ne? Die markieren wir löschen. Und zwar geht es ja um die beiden. Wir suchen Agropolis und Goni Mondlicht. Machen wir erstmal das hier. Agropolis. Muss einfach glaub, hier hoch, ne? So, genau. Ganz kurz hier rüber. Dann mal gucken, ob wir dem kleinen Jungen irgendwie helfen können. So, genau, was irgendwo da vorne. Ach ja, hier auch schön, ne? Da oben sehen wir schön Daruk, also dargestellt wird. Hier noch ein paar andere Goronen. Das ist, glaube ich, das Kind aus Majora's Mask. Weil irgendwo haben wir auch noch das Gesicht von einem Typen aus Majora's Mask. Was ist gerade der und ich sehe es noch irgendwie falsch. Oben ist Daruk, ne? Naja. Warum können wir eigentlich die Fähigkeiten der Weiß nicht irgendwie in den Dörfern selber nutzen? Verstehe ich bis heute nicht. Achso, ja, hier ist er ja. So, ich glaube, uns erinnern, dass ich einfach das Teil reinsetzen musste und dann die beiden Dinger, oder noch mehr, verschieben musste und dann kann er, glaube ich, einfach reinsitzen, oder? Da gibt es noch mehr, Junge. Da muss Geropolis liegen, Mann. Nee, da liegt nicht Geropolis, aber okay. Das ist ja ein Ding. Also Superkräfte, Mann. Ja, ich bin Super Link. Super Saiyajin Link. Gut, er bleibt mal drin. Dann bauen wir natürlich was zum Anstoßen. Ich glaube, eins, was man braucht, dann bauen wir sonst nichts. Die Felsen da vorne und so, die kann ja unterwegs in freiräumen. Ja, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Ich bin irgendwie nicht ganz sicher hier drauf, ganz ehrlich gesagt. Ich hab's geschafft, Mann. Hier soll Gopolis liegen. Ja, viel Spaß dabei.
Alle sagen, dass es hier richtig toll ist. Gopolis muss also ganz in der Nähe sein. Du bist noch hier? Das Gopolis suche. Was? Hä, aber... Das sagt doch schon die ganze Zeit. Geht's, ja. Dass da was Tolles ist. Auf weiße Schätze und nur ich weiß davon. Juhu! Ach, wie er sich freut. Der kleine Schlingel. Nun denn, nun denn, nun denn. Also, ja, keine Ahnung, was das diese Questreihe sollte. Ja, schon längst abschließen können, aber ist ja egal. Dann machen wir noch Kron im Mondlicht. Hätten sie ein Bild auf dem Boden lassen, würden sie sich vielleicht daran erinnern. Schlaf von Eld, die muss ja mal hingehen oder was? Schlaf von Eld in Kusatsee, der ist ja hier, ne? Also hätte ich hier hingehen, mal rüber segeln, ne? Erinnern. Ja. Stimmt ja eigentlich schon, ne? Moment. Dann markieren wir noch eine Idee. Gut, die reden jetzt von Schlucht, ne? Haben wir hier unten nochmal so ein Ding? Wenn man quasi eine Waffe upgraden kann. Ja, müssen eigentlich hier gewesen sein, ne? Aber hier ist leider keiner. Scheiße. Ist wieder weg. Die Löschechse ist... Ja, Link, hör auf damit, Junge. Ah, da hier wäre so ein Octorok irgendwo. Sieht auch nicht so wohl anders aus. Gut, da vorne ist jetzt einer. Einfach denke ich, die wechseln auf die Position, ne? Aber irgendwas... Ich kann ja auch das hier mal nehmen, ne? Bessere Effekte halt. Cool wäre auch irgendwie die Miasma-Waffe. Dass die vielleicht eine andere Kraft kriegt. Warte mal. Das versuche ich mal. Da klappt's ja. Vielleicht schmeckt es mir aber gar nicht. Könnte natürlich auch sein. Es schmeckt ihm. Okay, auf mehr Haltbarkeit. Ja, okay, es war blaue Haltbarkeit, aber ich nehme es trotzdem nicht. Okay, okay. Ja, aber nur um testen, gucken, ob es funktionieren würde. Natürlich verliert es seine eigene Kraft nicht, ne? Das war eigentlich zu erwarten. So. Ich muss eh da entlang. Du, 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 du. Ah, meinst? Ja, den haben wir schon. Hätte sie fast selber zerstört, ne? Das muss es sein, ne? Hä? Die Höhlen? Warum hat hier Höhlen? Ist aber eine Art heiße Quelle, ja, so schön.
Okay, kann ich mal richtige Bomben schmeißen. Sehr gut. Mist. Du bist schuld, Mann! Ich kann doch nichts dafür, Mann. Okay, nehmen wir noch ein paar Schätze noch mit. Wie gesagt, wir werden sie nicht mehr brauchen, weil... wozu? Die Quest selber, Groni Mondlicht. Zu einem Ort, in dem der Vollmond mitten am Tag in der Dunkelheit auf dem Boden leuchtet. Wie soll denn das gehen? Warte mal, das heißt, wenn es ein cooler Szene der Schlucht von Eldin war. Tagsüber auf dem Boden leuchten? Der Vollmond kann es nicht sein. Deswegen dieses Loch hier, ne? Okay, ist aber auch pure Zufall, dass ich hier gelandet bin, weil sonst hätte ich ja ewig keinen gebraucht, um zu gucken. Aber eben, ich dachte mir einfach aus dem Grund, weil ich sie hier auf dem Schatten gesehen habe, ne? Dann mir so, hä, okay, hier habe ich plötzlich Licht. Weil, ja, Sonne ist ja logisch, aber Vollmond und Tag geht ja gar nicht. Die Sonne ist theoretisch auch rund, aber wo könnte sie aussehen wie ein Mond? Ja, natürlich, wenn es auf dem Boden scheint, durch irgendein Loch oder so. Zumindest theoretisch. Gut, dann hat das dann auch gemacht, Junge. Ja, ihr seht schon, wir haben noch so viele Höhlen, wir hätten noch so viele Mayo Sigma-Dinge mal zu holen. Es ist unglaublich. So, schnell zurückkehren. Dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen, ne? Das heißt, nach Adam Riese wird uns tatsächlich nur noch die 3 Quests um die Loren fehlen. Da gibt es so eine Quest, also Quest 3 ist übertrieben, sind 3 Sidequests, und irgendwie Lorenfahrten macht. Ich glaube irgendwie so parkourmäßig, ne? Irgendwie so Anfänger, fortgeschrittener Profi. Und dann gibt es dann noch viele Sidequests mit den ganzen Bilder in den Stellen. Wenn wir das haben, ist das Spiel durch für uns. Also ja, theoretisch muss man großen Nanium farmen, aber mein Gott. Genau, es ist. Der Vollmond auf dem Boden leuchtet. Guck mal. In 4K sogar. Nein. Full HD. Es sieht aber trotzdem geil aus. Danke, die junge Hylianer. Ein Ort zu finden war. Hier zum Dank. Silnobin, Dankeschön. Das sind Vorbereitungen, für die ich mindestens 10 Jahre brauchen werde. Das war bin ich schon. So kann ich dich machen. Egal wie sehr ich mich beeilen, weniger als 15 Jahre habe ich meine Vorbereitung sicher nicht abgeschlossen. Ja, viel Spaß dabei, ne? So, nehmen nochmal für uns das Bild im Stahl des Schneelands, genau, und der Brunnenfan. Oh, das ist nochmal so ein Thema. Wisst ihr was, Leute, wenn ich ehrlich bin? Ich würde jetzt gerne... Sollen wir schon mal Ding triggern? Ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Und zwar... Ja, wo ist denn der Quatsch hier? Das müsste irgendwo da sein. Da geht es um die Lorenfahrten. Habe ich ja gerade was im Himmel? In der Nähe gerade eher nicht. Wo ist der Turm hier? Hallo, Turm? Da meilenweit weg. Und hier bin ich eher weiter unten, ne? Okay, dann gehen wir aber trotzdem... Ups. Das ist noch weiter weg. Ja, scheiße, muss ich halt kurz hinlaufen. Da kann ich auch einen Teleporter setzen oder so. Apropos, was sind eigentlich meine beiden anderen Teleporter, manuellen?
Ja, den habe ich hier unten gesetzt, weil ich habe gedacht, weil es hier so viele Items halt gibt, ne? Deswegen macht das Sinn. Den direkt dahin zu setzen und einen habe ich noch hier oben. Was quasi der höchste Punkt wäre. Wir haben das erwartet, kann man sogar nicht ganz leicht hier hoch, aber andererseits eigentlich auch Quatsch. Naja. Oh, das war ein Fehler. Erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Oh. Nein, Link. Hier. Ja komm, wir geben ganz kurz hier die Sidequest noch triggern, weil machen wir sie dann erst das nächste Mal. Also diese 3 Loren-Quests tatsächlich. Oh. Hallo? Mal gucken, was du hier für ein Ding gibst. Upgrade drauf. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich die Weisen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aus Tears of the Kingdom einfach lame finde. Da waren die, unsere geilen Kumpel, direkten Kumpels Breath of the Wild viel cooler. Nicht nur von der Persönlichkeit her, weil sie so vielfältiger waren, sondern vor allem auch von den Fähigkeiten, die wir einsetzen konnten. Das war viel geiler. Aber gut. Das ist immer so eine Idee, ne? Vielleicht zu sagen, hey, jetzt haben wir Breath of the Wild. Gibt es, wie schon mal erwähnt, ja auf 3 Konsolen inzwischen. Ne? Es gibt noch die Wii U-Fassung und die Switch-Version. Und inzwischen gibt es ja auch eine Switch 2-Version. Ne? Und dass ich mir vielleicht sage, wisst ihr was, ich mache mal ein Video, wo ich alle 3 Mal so die Anfangssequenz quasi vergleiche. Das wäre irgendwie auch krass. Und dieses Loren-Quest-Dings ist aber ganz irgendwie am Arsch der Welt, ne? Ja, richtig? Da muss ich jetzt mal irgendwie reinkommen, ne? Weil Loren, wo sollen hier draußen Loren sein, ne? Hat es irgendwo einen Höhleneingang oder sowas? Doch ja dahin, ne? Ganz blöder Fehler, Freunde, ganz blöder Fehler! Arschlöcher, ey. Da ist noch einer. Gut, der ist sowieso gleich weg. Ich habe aber auch kein Händchen dafür, hä? Was ist denn hier los? Specksteinklippen. Ja, so sehen sie aus.
kein Feuer mehr, wa? Schon doof. Specksteinklippen. Wo ist denn der Eingang zu den Südhöhlen? Ich dachte, der wäre hier. Da oben, aber irgendwie ist hier auch nichts. Ja, Majora da schlägt schon aus, er muss erstmal einen Eingang finden. Also, so wie es hier aussieht, könnte das durchaus ein Eingang, ein Höhlending irgendwie sein. Ja, komm. Ich kann ganz kurz hier noch gucken. Wenn es da nicht ist, dann schaue ich mal offscreen. Hier ist eine Quelle. Hier könnte gut ein Eingang sein. War doch nicht. Doch hier unten, aber da waren wir doch eigentlich schon. In der Höhle war ich schon. Ich ja noch nie war, ne? So in der Theorie nicht. Dann will man gerade Feuer unterm Arsch machen. Oh. Der kleine Junge schon wieder. Agropolis. Ah, echte Agropolisianer. Verdrehte Schienen, oder klingt schon nach dem, was ich eigentlich vorhabe. Warte mal. Dann Ding ist weg. Ne, dann nehme ich doch mal ganz kurz den hier raus. Pack ihn hier rauf, aber es geht gar nicht mehr, ne? Das war der Dreck. Nö, bleibt. Okay, cool. Mal gucken, ob es das ist, was ich eigentlich gerade wollte. Entdeckt Südmine, klingt schon mal gut. Der Junge meinte auch schon, dass nur verdrehte Schienen so drin sind. Ja, das sieht mal nach dem Typen aus. Jo, okay, perfekt. Dann können wir das in der nächsten Folge machen, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, und nicht verzagen, erstmal noch speichern. Und dann wird es ganz lustig. Dann werden wir ganz kurz rücken zum Spähposten. Und hoffen, dass nichts getriggert wird. Damit ich zum einen mal nochmal einen Herzcontainer tauschen könnte. Weil dann haben wir das auch schon mal gemacht. Und das mit dem Brunnen noch machen können. Aber ich habe keine Ahnung, ob jetzt irgendwie was der getriggert wird, also eine Cutscene und so, wenn wir es sofort unterbrechen, das will ich mir fürs Finale aufsparen. Ja, gute Arbeit, okay. Scheint bisher ganz gut auszusehen hier. Okay, gehen wir nur ganz kurz hier runter. So, mal gucken. 58 sind es insgesamt, war? Das letzte Mal hatte ich 39. Wie viel habe ich neu? Komm. 10 sind schon. Nein, es sind nur 2 weitere. Oh, scheiße. Oh. 17 weitere Brunnen. Oh. Ja, ich habe den Ding noch. Ja, es ist mal Zeit, Freunde. Er muss mal den Ding darauf anpassen. Auf die Brunnen. Scheiße. Ja, das wird dann eine Folge werden, ne? Wo wir nur Brunnen suchen können. Also ich mache es dann schon so, dass ich... hier, Brunnen. Ich mache es dann schon so, dass ich die natürlich vorweg mal noch ein bisschen recherchiere. Weil das ist eigentlich relativ easy, ne? Es gibt ja auch online mittlerweile coole interaktive Maps, mit denen du sogar einstellen kannst, wo zum Beispiel welche Items sind, welche Bosse wo sind und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da auch alle 58 Brunnen drauf, ne? Und ja, dann machen wir das so. Und hier ist soweit noch alles Picobello. Noch Pfeile. Lieber zu viel haben als zu wenig, ne?
60, das reicht eigentlich. Highwool-Reis, ja, wir haben ja groß vorzukochen, aber falls doch. Martino-Käse nehme ich gerne. Das ist relativ neu, oder? So. Das ist allerdings hier cool, muss ich sagen, dass man hier so den Schwerposten cool ausbauen konnte. Das gefällt. Gut. Wie geht's dir? Oh, ganz okay. Dann sorgen wir schnell dafür, dass wir unsere Herzcontainer komplett voll haben. Du, um Container zu tauschen. Ich habe gerade keinen anderen Container. Die abnehmen, nimm Ausdauer. Ausdauer weg, scheiße. Dann wird Zelda gar keine Freude haben. Und noch mehr Ausdauer weg, jetzt bringt es den gar nicht mehr. Aber gut, ich meine, Zelda ist schon über, keine Ahnung wie viele Jahre weg, das wird dir dann mittlerweile ein bisschen egal sein. Dann hau ab, Mann. Du. Herzcontainer. Das war teuer, ne? Ja, wie gesagt, aus irgendeinem Grund ist es die einzige Möglichkeit, um wirklich die vollen 40 Herzcontainer zu bekommen. Du musst 2 Ausdauercontainer umtauschen, es geht nicht anders. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil so hast du keine Möglichkeit, alles komplett zu haben, ne? Eben, das ist auch so ein Punkt, den man schon mal ein bisschen erwähnt hatte. Es hat der Entwickler nicht mehr zum Endschluss, zum Endspurt nicht mehr so drauf geachtet haben, ob alles Sinn macht, alles logisch ist und so, weil ja, es war halt alles anfangs bis anders konzeptiert und dann dachten sie sich vermutlich auch, Hauptsache es läuft überhaupt noch. Und wollen die ganzen Bugs noch fixen, die ganzen Patches einspielen und so. Man kennt's ja. So, und das ist aber gemacht, Leute. Cool, also hier müssen wir nochmal hin. Kann ich vielleicht von hier aus, oder? Ne, das ist ein bisschen zu weit weg. Ich mach's von hier aus, komm. Darunter segeln müsste dann klappen. Ne, warte, hier haben wir den Turm. Genau, ich mach's von hier aus, komm. Perfekt. Also, dann ist der Plan so. Nächste Folge machen wir diese 3 Quests mit den Loren. Ich denke mal, die ersten beiden Loren werden relativ easy werden. Die dritte, das soll ja für Profis sein. Das könnte dauern, bis ich das habe. Ich kann dann je nachdem ein bisschen schneiden. Dann haben wir vermutlich 2 bis maximal 3 Folgen vor uns mit den Stellenquests, ne, wo es darum geht, Bilder für die Stelle zu schießen. Ich sage jetzt mal 2, weil es sind relativ, ich muss ja bei allen Stellen vorbeigehen, ne, das kann dauern. Deswegen habe ich jetzt mal vorsichtshalber gesagt 2. Ich hoffe natürlich, ich kriege schneller hin, da ist klar. Wenn wir das haben, gibt es noch eine Folge, wo wir die Untergrundbosse machen, also beziehungsweise die Tempelbosse, die wir schon gemacht haben, nochmal, aber halt im Untergrund. Als irgendwelche Miasma-Gegner, die haben wir schon mal gesehen tatsächlich. Ja, das wäre das. Währenddessen werde ich offscreen noch ein paar Dinger farmen, großen Nanium, das heißt, wenn wir zur finalen Folge kommen, werde ich noch unsere Batterie dann on-screen fertig auffüllen und das war's dann. Also ich hoffe, wir haben nichts vergessen, ne? Aber sonst müssen wir alles gemacht haben. Weil eben noch die restlichen Mayo Sigma farmen oder auch noch alle Crocs holen, das mache ich nicht mehr. Sorry, aber das ist mir zu vieles gut, das muss ich leider so zugeben. Also beides. Ja. Ach, die Brunnenquest, ne? Genau, da ist noch eine, die man am Schluss noch machen muss. Aber das sollte jetzt zu schaffen sein, ne? Wir können hier kurz gucken. Es sind noch 17 Brunnen verstreut, aber eben. Ich glaube auch, dass einige Brunnen irgendwie im selben Ort sind sogar. Wir haben überall auch die Schreine und so oder sonstige Teleportationspunkte, also das kriegen wir schon hin. Irgendwie leicht falsch, ne? Nö, stimmt schon.
Die Südmine, perfekt. Also Leute, hier starten wir das nächste Mal unser neues Abenteuer. Holen uns die restlichen 3 Sidequests in Gronia, dann haben wir das auch durch und dann eben noch die Stallquests, die wir auch schon mal hier begonnen haben. Ne? Das wird auch spaßig. Und ja, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende des Spiels. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.